Ja, das ist eine gesamtgesellschaftliche Tendenz, oder? Dass viele Kinder Gewalt erleben. Und das zeigt mir einfach, es ist viel Verunsicherung da. Am Muttertag habe ich in der Sonntagszeitung ein spannendes Porträt gelesen von einer Mutter, die 16 Kinder hat auf die Welt gebracht und natürlich nachher auch erzogen hat, zusammen mit ihrem Mann. Und da man so denkt, Mann und ich bin schon am Limit manchmal mit den 3 Kindern, die wir haben geschenkt bekommen und die uns auch fordern. Und umso mehr ist es super, jetzt gerade über das Thema mal zu reden, gelingende Erziehung. Wie könnte das gehen? Es findet im September ein Symposium statt in Aarau, wo mehrere Dachorganisationen, christliche Organisationen sich zusammengefunden haben und gesagt, das wäre eigentlich höchste Zeit, uns dort mal darüber zu unterhalten. Und die Leiterin von diesem Symposium, Doris Bürki, ist jetzt hier zusammen mit dem Peter Schneeberger, der der Präsident ist vom Dachverband freikirche.ch. Und wir können ein bisschen darüber austauschen, eben, warum überhaupt und was habt ihr euch vorgenommen für das Symposium? Also zuerst mal an dich, Doris, die Frage, warum braucht es so ein Symposium? Danke vielmals für die Einladung, Flo. Gerne. Ja, so ein Symposium, das soll Raum schaffen für verschiedene Aspekte zum Thema Erziehung auf christlicher Wertebasis. Es soll eine Fachtagung sein, die eben zurückschaut, einerseits benennt, was vielleicht eben auch schwierig war, was wenig gelungen ist, wo Versagen da ist, aber wo auch hinschaut und sagt, eine Wertebasis, wie wir sie als Christen haben, schafft so gute Voraussetzungen, um Kinder zu reifen, mündigen Erwachsenen zu erziehen. Und wir glauben, da braucht es eine grössere Sache, um das mal grösser zu thematisieren, um es breit zu thematisieren und um ihm das Gewicht zu geben, das es hat. Ja, und ein Auslöser, einer der Auslöser war ja, dass es letzten Herbst schlechte Schlagzeilen hat gegeben, für christliche Erziehung. Man kann es nicht anders als so benennen. Dann ist es um die christliche Schule gegangen, wo unter anderem auch Läderach und die ganze Familie oder einmal der eine von der Läderach stark auch involviert war. Und da hat man nachher dort hier sogar eine Sendung beim SRF, eine Clubsendung, «Was läuft schief an diesen Schulen», wo du eingeladen bist, Peter, unter anderem. Hast du rund um das oder eben mit den anderen zusammen gemerkt, hey, jetzt wäre es unbedingt mal angezeigt, dass wir eben in die Offensive gehen zu diesem Thema? Oder genau. Das geht in die Richtung, die Doris vorhin gesagt hat, dass wir auf der einen Seite herschauen wollen. Das heisst auch, wir haben manchmal Angst, oder es ist schamorientiert, herzuschauen, wo Fehler sind in der eigenen Erziehung oder eben jetzt auch in diesem Fall Schule Lind und Freikirche Lind dort eine Rolle spielt. Aber wir wollten es loslösen von diesem Einzelfall, weil das ein Einzelfall war. Und wirklich auch herschauen, was eine Pädagogik ist in der Erziehung, die Jesus entspricht, die der Bibel entspricht. Und dann natürlich auch, was eine Rolle spielt, ist der ganze Vernehmlassungstext, den der Bundesrat herausgegeben hat im November letzten Jahr, zur Frage, darf Körperstrafe noch sein? Das ist bis jetzt explizit drin in der Strafgesetzordnung. Das wird jetzt aber schriftlich drin, dass Gewalt in der Erziehung keine Rolle darf spielen und unter dem Gesetz steht. Und, das ist wichtig, dass wir uns dazu äußern. Und darum gehört das Symposium auch einer von den Punkten, wo wir uns äußern. Also eben, man tut sich natürlich mit sagen wir mal, so Grenzbereichen nachher auch auseinandersetzen oder mit denen, wenn es eben schwierig kann werden oder problematisch auch in der Kindererziehung, dort wo sagen wir mal, der grössere Teil, oder, kann man ja sagen, läuft gut. Das ist das, was du auch immer wieder betonst, Doris, oder? Wahrscheinlich der grössere Teil auch in der christlichen Erziehung läuft vieles sehr, sehr gut. Aber es gibt halt doch auch, sagen wir jetzt, wenn es um Gewaltverzicht ganz explizit geht, wo eben ins ZGB reinkommt, wo das immer noch vorkommen kann, oder? Haben auch Studien gezeigt. Das ist so. Es gibt immer wieder viele Situationen, wo Eltern einfach schlichtweg überfordern, wo sie herausfordern, wo sie an Grenzen bringen und wo es einfach auch so wichtig ist, dass man
sich ein Handwerkszeug, ein erzieherisches zulegen kann, wo man Wege findet, wo man auf Gewalt verzichten kann. Es wird noch viel Gewalt ausgeübt, viel psychische Gewalt auch, die mindestens so schädlich ist wie physische Gewalt. Viele Situationen, wo man noch profitieren kann von einer Entwicklung, die eben mit anderen Werkzeugen in eine andere Richtung geht. Was bedeutet psychische Gewalt als Beispiel? Das kann sein Herabsetzung, es kann sein auch Vernachlässigung, es kann sein Beschimpfungen lautem Tonfall. Einfach ein Umgang mit dem Kind, der ihnen nicht entspricht, der ihren Bedürfnissen nicht entspricht, der schlechtweg auch entwürdigend ist. Und gerade die Würde, die soll auch im Zentrum stehen. Die soll auch an dem Symposium im Zentrum stehen. Würde, die jeder Mensch hat. Und wir können fast meinen, das ist doch selbstverständlich irgendwo durch. Und gleich haben eben Studien gezeigt, und das habe ich vorher schon kurz angetönt, dass es zum Teil viele Eltern doch noch gibt, die ab und zu mal Kinder kalt abtauschen oder einen Klaps oder so, gehört auch dazu, zu den Erziehungsmethoden. Also es ist eben gleich nicht ganz so ein Randphänomen, für das auch einfach beim Namen zu nennen. An einem Ort ist die Zahl 60% gestanden, wo das immer noch üblich ist, dass man eben Gewalt ab und zu braucht. Das ist so und darum wollen wir eben gerade zeigen, wie es auch anders gehen kann. Das wollen wir vielfältig. Das wollen wir unter anderem auch mit dem SEA-Fokus, der rauskommt, wo wir vielfältig Erziehungsgeschehen auf christlicher Basis porträtieren, anregen zu neuen, guten, hilfreichen Verhaltensweisen, zu neuen, guten Gedanken, das Wissen auch noch stärker jetzt in den Fokus nehmen, so dass es christlichen Eltern zur Verfügung steht. Es ist ja nicht so, dass man nichts hätte auf diesem Gebiet. Es gibt viele gute Bücher, es gibt viele gute Seminare, aber das Bewusstsein, dass man sich auch von Altem verabschiedet, wo man aus einer gewissen Geschichte heraus christlich erzogen hat, in einer gewissen Art und Weise, die halt auch vom Zeitgeist geprägt ist, das Bewusstsein, das wollen wir stärken. Du bist ja selber Mutter von 6 erwachsenen Kindern und Peter von 3 erwachsenen Kindern. Für direkt mal so zu fragen, weißt, gibt es Sachen, die du rückblickend bereust? Also seid ihr durchgekommen ohne die solche Methoden, die wir vorhin erwähnt haben? Nein, ja, wir haben einen Haufen Fehler gemacht. Richtig viele Fehler gemacht. Aber wir sind auf einem Weg mit unseren Kindern, auch immer wieder vorwärts zu gehen. Immer wieder auch uns zu versöhnen mit ihnen. Immer wieder auch zu sagen, das ist jetzt schief gelaufen, das ist jetzt aus dem Ruder gelaufen. Und uns auch zu verabschieden, ganz persönlich, von fehlgeleiteter christlicher Erziehung. Das war ein Prozess, das war ein Weg. Aber das ist gerade auch das, was wir weitergeben am Symposium. Es gibt Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, vielfältige Erfahrungen. Und die können eben auch aufgrund von schlechten Erfahrungen jetzt anderen dienen, dass sie selber bessere machen können, dass sie selber bessere Wege gehen können. Und so wollen wir Erfahrungsgeschehen, das da ist, wollen wir auf ganz vielfältige Art zugänglich machen, sodass junge Eltern von dem können ermutigt werden, können profitieren und nicht die gleichen Fehler wiederholen müssen. Bei mir zum Beispiel gemacht. Ich gebe die Frage auch noch bei dir auch weiter, Peter. Ja, vielleicht ein Aspekt, der uns wichtig ist, und das zeigt sich auch in den vielen Organisationen, die das jetzt organisieren, das Symposium. Erziehungsgeschehen in der Gemeinschaft. Als ich aufgewachsen bin, haben 4 Generationen zusammen gewohnt. Das ist als Kind nicht ganz so einfach, wenn du neben der Großmutter und Großvater noch Urgroßmutter und Verwandte auch noch hast, ringsherum und so, die miterziehen. Aber meine Eltern waren nicht alleine mit der Erziehung, sondern es war eine Gemeinschaft, die miterzogen hat. Und als wir dann in die Stadt gezogen sind, nach Bern, war das sehr individuell. Wir waren auf uns gestellt, in einem anonymen Umfeld. Und ich glaube, das ist ein Aspekt, wo wir nicht ausser Acht lassen dürfen, wie wichtig die Gemeinde, wie wichtig die Kirche, wie wichtig die Gemeinschaft ist, für das Erziehungsgeschehen wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist eine von unseren grössten Erkenntnissen, wenn ich jetzt unsere Erziehung zurückschaue, dass wir das mit anderen zusammen uns
Eltern gesucht haben, wo wir das zusammen gemacht haben, wo wir austauscht haben, wo wir über Fehler geredet haben, Versagen geredet haben, über Freude, über Spass mit den Kindern unterwegs zu sein. Und das macht halt unglaublich viel aus. Darum ist, glaube ich, unser grösster Gewinn ist, wenn wir das in der Gemeinschaft wieder entdecken, wie wichtig die Gemeinschaft ist in der Erziehung. Und noch das andere, was ich vorher Doris schon so ein bisschen versucht herauszuspüren, wie das sie erlebt haben, möchte ich gleich auch noch schnell bei dir ansprechen. Weißt du, Momente von, das haben wir jetzt bereut, rückblickend, oder das sind wir vielleicht auch noch fehlgeleitet, hat vorhin Doris gesagt, gesehen, oder so in dem Sinn, haben wir uns versöhnen. Hast du das so erlebt? Oder, ja, das spricht man ja vielleicht mit den Kindern jetzt sogar schon, oder? Genau, ja, klar. Wir diskutieren es natürlich häufig. Wir haben eine sehr offene Diskussionskultur und das unmittelbar zu vergeben und um Vergebung zu bitten, das ist sicher ein Punkt, der mir wichtig scheint, wo wir auch dazugelernt haben. Konsequenz zu erziehen im Sinne von eine Strafe jetzt muss angepasst sein an dem, wo wir den Eindruck hatten, da hat es Grenzen gegeben. Das sind sicher Punkte, die wir dazugelernt haben. Aber ich komme aus einem äußerst liberalen, gesellschaftlichen Hintergrund. Da ja nicht viele Erziehungsgrundsätze müssen überarbeiten, das nicht. Aber sicher eben das, was ich vorhin aufgezählt habe. Aber was mich dann schon noch auch ein bisschen irritiert hat, oder fast schon ein bisschen verstörend ist, dass häufig jüngere Kinder eben Gewalt erleben, oder? Also das ist jetzt, die Studie ist ja jetzt nicht explizit auf christliche Paare ausgelegt, das muss man auch noch sagen, oder? Wenn wir da die Zahlen vorher schon noch mal erwähnt haben, das ist einfach allgemein, oder? Genau. Ist das für dich auch eher überraschend oder nicht so, Doris? Ja, das ist eine gesamtgesellschaftliche Tendenz, oder? Dass viele Kinder Gewalt erleben. Und da zeigt mir einfach, es ist viel Verunsicherung da. Es ist viel Unsicherheit da, wie soll man das überhaupt machen. Es ist auch viel Overload da. Es ist viel Überforderung von Müttern, von Vätern da. Eben das Gemeinschaftliche, das fehlt ein Stück weit zu sehr. Und auch das Lernen von anderen, von den vorhergehenden Generationen. Das fehlt auch ein Stück weit. Ich beobachte, dass junge Frauen häufig unter sich bleiben. Das ist einerseits ja ein wichtiger Aspekt vom, man ist miteinander unterwegs in einer ähnlichen Lebensphase. Das kann ganz ermutigend sein. Aber es ist manchmal auch dann ein Verzicht auf das Wissen von der vorhergehenden Generation. Und das denke mir etwas schade, weil das ist auch ein ganz starkes biblisches Prinzip. Orientiert dich doch an denen, die schon ein Stückchen weiter sind, die euch schon aus der Erfahrung heraus etwas weitergeben können. Und so denke ich, kann man dieser Tendenz von Gewalt, die immer noch vorhanden ist, auf vielfältige Art auch probieren zu begegnen. Eben einerseits durch das Thematisieren und durch das von Scham befreien. Oder? Dass man wirklich getraut, auch mal zu sagen, ich komme doch nicht klar. Wie machst du das? Oder dass man sich ein Mentorenpaar sucht, das einem vielleicht schon ein bisschen voraus ist im Erziehungsalter der Kinder und da Unterstützung findet. Dass man also wirklich die Schwelle von Hilfe und Beratung suchen, tabuisiert und dann nicht so einen schambehafteten Zug da gibt, wie das eben manchmal noch in den Gemeinden ist. Sondern es ist ganz normal, dass wir Schwierigkeiten haben. Die Frage ist, wie gehen wir nachher um damit? Oder dass wir nach Lösungen suchen. Aber das finde ich jetzt sehr spannender Gedanke, auch sehr einleuchtend, wenn du sagst, eben, zu orientieren nur so fast horizontal, oder? An denen, die ein bisschen im Ähnlichen drin sind, dass das dann dazu führen kann, zu vielleicht nicht hilfreichen Schlüssen. Das ist eigentlich sehr logisch. Also, du hast mir sogar gesagt im Vorgespräch, es gäbe dann etwa die Schlussfolgerungen, ja, wenn ich am Limit bin, wenn ich dann nicht mehr mache, dann gebe ich dann vielleicht die weg oder so. Das wäre jetzt auch fast wieder so eine psychische Art von Druck. Und das wäre sogar massive psychische Gewalt. Oder? Wenn man das Kind so verunsichert, irgendwo als Erwachsener komme ich auch nicht mit dir klar, wenn jetzt nicht das oder dieses bessert. Es zeigt mir aber auch, dass eben vieles so in eine stark über die Diagnostizierung hineingeht. Man tut sehr viel kindliches Verhalten heute auch problematisieren. Und das Kind steht im Fokus, steht im Zentrum und sein Verhalten steht im Zentrum. Und auch das ist etwas, was wir
einfach hoffen, Eltern können zu ermutigen. Eltern können zu stärken, dass sie es wieder zuversichtlich und freudig und ausgewogen und mit einem Halt im Inneren, das sie selber haben, anpacken. Dass sie ihre Kinder können in eine gute und in eine gestaltete Zukunft führen. Und eben das Gestalten, das ist auch das, was, glaube ich, Eltern ganz fest wieder dürfen, packen. Sie sind gesetzt als Verantwortliche für ihre Kinder. Kinder sollen nicht in schwerwiegenderen Entscheidungen sich selber überlassen sein oder sollen sich nicht selber schauen müssen, sondern für das sind die Eltern gesetzt. Auch von Gott her haben sie eine gesunde Verantwortung, eine gesunde Autorität da bekommen. Und das möchten wir fördern und ermutigen dazu. Also ich finde es auf jeden Fall sehr mutig, einfach so ein Symposium anzusetzen und mal einfach so sagen, mal, hey, wir können über das reden, christliche Erziehung, weil die eine christliche Erziehung gibt es ja nicht, oder? Sondern das ist ganz klar, also sofort, wenn man sich näher äußert, hast du auch erlebt, oder Peter, mit der Publi-Reportage, wo ihr habt so ein bisschen eure Gedanken geschildert oder du namentlich geschrieben hast, ja, das und das verstehen wir darunter oder ich, hat es schon gerade Reaktionen gegeben und nein, das kann man dann nicht. Und es ist doch, auch im Neuen Testament steht noch, dass man zwischen ihnen züchtigen und so weiter. Ja, das zeigt schon Brisanz drin, oder? Genau. Wir sind in der Erziehung immer ein Stück weit Kinder vor Zeit oder eben dem Zeitgeist unterlegen. Und wir müssen aufpassen, dass wir als Christen nicht den Zeitgeist praktizieren, was es schon lange nicht mehr gibt, sondern wirklich in den Erziehungsmethoden halt vielfältig sein, verschiedene Erziehungsmittel umsetzen, keine Angst haben auch vor Autorität, auch als Eltern nicht, auch in der Schule keine Angst haben vor Autorität. Es braucht Grenzen und es braucht Liebe, es braucht die beiden Erziehungsmittel ganz stark. Das ist etwas, was wir, wenn ich jetzt reflektierend unsere Erziehungszeiten anschauen von unseren Kindern, ist es die Hauptsache gewesen, dass meine Frau und ich einander gerne hatten, dass sie die Liebe sehen. Nicht, das ist ja, sie schauen mehr ab, als dass sie das, was sie gehört haben, dann wirklich umsetzen. Das ist unsere grösste, glaube unser wichtigster Erziehungsgrundsatz gesehen, als Eltern uns gerne zu haben, gleichzeitig im gleichen Strang zu ziehen, von den gleichen Werten auszugehen, Gott mit einzubeziehen, das Kind als Gottes Ebenbild zu sehen. Das ist einer der Vorträge, ja, von den Hauptvorträgen, der eine grosse Rolle spielt, das Kind wirklich als Gottes Geschöpf zu sehen. Und dementsprechend eine riesen Freude zu haben, dürfen mitbeteiligt sein, Gottes Auftrag. Ja. Genau. Und du hast es vorher schon mal erwähnt, das SCA-Fokus, wo eben das auch sehr differenziert angeht und glaube ich wirklich so wie eine gute Einführung ist schon mal auf das Symposium her. Und dort hier drinnen hat mich auch spannend gedacht, dass sind so Aspekte recht differenziert jetzt, auch schon angeschaut worden. Zum Beispiel das, was ich vorher gesagt habe, eben das mit dem Züchtigen. Aber nein, dort hier geht es darum, wenn man das genau auslegt, in diesem Hebräer-Vers oder diesen paar Versen, um eigentlich gläubige Erwachsene, die gezüchtigt werden von Gott, oder, in diesem Bild vom Vater her. Also, es ist wirklich eine super Gelegenheit, eigentlich, da darauf herzugehen. Und was aber der Andi Bachmann-Roth auch klar schreibt in seinem Text, er als Generalsekretär SCA, es sei nicht ein Versuch von der Imagerettung und auch keine PR-Kampagne für christliche Erziehung. Also das würde ich euch auch noch gerne so zuspielen. Nein, das braucht christliche Erziehung nicht. Also die grössten Pädagogen in der Geschichte haben ein christliches Wertekonzept gehabt, das sie ihre Pädagogik davon begründet haben. Der Gründer hier in der Stadt, wir sind hier live nicht in der Stadt Bern, der Gründer von NMS Bern war Pädagoge, Theologe, Pfarrer, Erwachsenenbildner, alles miteinander und hat eine Schule gegründet, ein Lehrbüro-Gymnasium gegründet, NMS gegründet, weil er gesagt hat, es entspricht dem, was Gott vorgesehen hat, dass man als Christ gebildet wird, dass man die Erziehungsgrundsätze aus der Bibel heraus lehrt und die lebensfördernd sind. Bei dir vielleicht dort noch ein Stichwort? Also er hat das Bild ja gebracht, der Andi hat es ganz witzig gefunden, vom Marlboro-Image, oder? So der Marlboro-Man, wo man
so hat Werbung gemacht, aber eigentlich am Schluss, ja, wissen wir alle, bringt es Lungenkrebs, oder? Und so das Image, wie das dort ist gemacht wurde. Und wir haben häufig auch beim Christlichen das Gefühl, ja, gegen aussen wird es so dargestellt, aber hinten dran, für ihn genau zu zitieren, geliefert werde ein toxisches Gemisch von dogmatischer Enge, reaktionären Rollenbildern und einer stark erhöhten Gefahr von Übergriffen. Also man hat schon das Gefühl, von dort her wäre Imagepflege gleich auch ein möglicher Ansatz für das Symposium. Ich glaube, die Presse und die Medien schauen halt des Öfteren auf das, was skandalös ist und schiefgelaufen ist. Und es ist auch wichtig, dass man das benennt. Aber im Grunde genommen glaube ich, dass das zutiefst heilmachend ist und zutiefst funktionierend ist, was an christlichen Grundwerten gelebt wird im Erziehungsgeschehen. Und eben da, wenn man dann den Blick mal öffnet und einmal eben gerade das in den Vordergrund nimmt, wo funktioniert, wo Menschen erstarken und gesund können ihr Leben bewältigen, dann sieht man sehr viel mehr. Und in dem Sinn ist es natürlich immer so, das, was gut funktioniert, das benennt man nicht, oder? Das bringt auch keine Schlagziele, sondern man stürzt sich auf das, was eben schiefgelaufen ist und wo eine menschliche Verfehlung viel Schlechtes angerichtet hat. Und gleich darf man auch sagen, es ist ein Zerrbild, das hier serviert wird, gerade ein mediales Zerrbild, auch oft auf christliche Erziehung oder auf Erziehung unter christlichen Wertmaßstäben. Und das wollen wir mindestens beleuchten, und zwar eben ermutigend beleuchten. Und es ist wirklich viel schon nur durch das jetzt, denke ich, gut ausgelöst worden, weil man eben hinschauen und sagt, mal, komm, wir gehen das Thema an. Egal, was rundum sich alles auch noch so auftürmt an anderen Fragen und Problemen. Und das finde ich schon sehr gut, auch im Zusammenhang zum Beispiel, da hast du einen Text geschrieben jetzt im Fokus, Peter Schneeberger, zum Thema auch Macht und wo Grenzverletzung kann entstehen und so, dass man eben auch dort rundum keinen Bogen macht, oder? Ja, genau. Das zeigt sich jetzt im Symposium auch in das Hauptreferat von Martina Kessler, wird sich dieser Frage widmen, Macht und ihre Auswirkungen, gute Ausübung von Macht, das gibt es nämlich auch, und eine schlechte Ausübung, was diese Grenze hat und wie man die Grenzen sieht, wahrnimmt und auch damit umgeht. Dazu kommt, jetzt, das ist für einen familiären Kontext auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch mit der Erziehung ja, in der Schule zu tun, wir haben mit der Erziehung in der Gemeinde zu tun, wir haben mit der Erziehung in der Öffentlichkeit zu tun. Und dort spielt das sicher eine grosse Rolle, dass wir einen Stopp gegen Grenzverletzungen, eine Charta zusammen haben, die die SCA initiiert hat und auch ganz viele christliche Organisationen mit dabei sind und Freikirchen und Gemeindeverbände. Ja. Ja, wir sind kurzem auch, kann ich sagen, wir haben jetzt auch unterschrieben und wollen natürlich dort mitziehen. Ich finde es wichtig, dass man einfach sensibilisiert und dann im Austausch ist und Rechenschaft auch in einem gewissen Sinn ableitet über das. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Nur noch eine letzte Frage. Das, was du dich am meisten darauf freust, im Hinblick auf das Symposium, Peter? Ja, auf viele gute Denkanstöße für weiter zu arbeiten. Bei uns jetzt persönlich nicht mehr im Familienalltag, aber im Alltag, wo ich mit Erziehungspersonen oder Gemeinden zu tun habe, dass wir Pädagogik leben können, die Jesus entspricht. Für dich, Doris? Ja, ich hoffe auch, dass es für Menschen, die Verletzungen erlebt haben, in dem ganzen Kontext von Christen, die erziehen, dass es dort heilsame Momente daraus geben darf. Das wünsche ich mir fest. Aber ich wünsche mir auch fest, dass es einfach viel Zuversicht entwickelt. Ich freue mich sehr auf das Symposium, auf die vielen spannenden Beiträge, die es hier geben wird. Das wird sehr vielfältig werden.
Und ich hoffe einfach, dass es ganz viel Gutes anstößt, das nachher so ein bisschen wie eine positive Lawine geben darf, dass wir mit Zuversicht erziehen können und dass wir Mut haben, mit unseren Kindern einfach auch die Gesellschaft zu prägen, da einen starken, positiven, konstruktiven Gegenentwurf zu sein gegen vieles, was im Moment eher in eine destruktive Richtung geht. Ein bisschen abgelöscht ist zum Teil, ja, genau. Sehr schön. Danke euch beiden herzlich fürs Gespräch. Gute Vorbereitungen in diesem Fall weiterhin auf das Symposium. Und euch danke ich auch ganz herzlich für euer Interesse an diesem Talk. Die entsprechenden Links die findet ihr. Gerne könnt ihr auch hier natürlich schon mitdiskutieren. Schon im Vorfeld des Symposiums kann man ja auch hier in den Kommentarspalten gerne diskutieren. Das ist immer erwünscht, weil es gibt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, wie wir es ja gehört haben. Die eine, nur wahre Linie, wie das christliche Erziehung soll funktionieren, die gibt es nicht. Darum ist in diesem Sinn das eröffnet. Diskutiert mit, klinkt euch ein. Danke vielmals fürs Interesse.